ganz große Bitte, weil wir so viele sind, machen wir da jetzt einen Haufen. Ja, bitte. Weil sonst fühlen wir uns da so alleine. Und wenn wir so ein bisschen so einen Haufen machen, dann sind wir uns näher. Ja. Also bitte, machen einen Haufen. Sind das auch Gäste von mir? Sind Sie auch Gäste? Nein? War ja gar nicht. Bitte. Sie bleiben hinter der Säule. Sie bleiben hinter der Säule. Jetzt schauen wir mal diesen Olaf auf. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen heute Abend zur Ausstellungseröffnung der Ausstellung Bin ich, was ich bin? Von Christian Emil Czerny. Christian ist ein gemeinsamer Freund von der Sandra Ritzberger und mir. Und die Sandra lässt sich leider heute entschuldigen, sie ist krank, aber sie hat eine würdige Vertretung. Ein Double. Ein Double, die Frau Rentschek. Keine Kosten und Mühe gescheut. Genau, die sie würdig vertreten. Sehr. Probieren wir es. Ja. Obwohl die Sandra würde sagen, das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich, aber man wird es probieren. Ja. Okay. Wir passen uns an. Ihr passt euch an. Sehr gut. Nur ein Satz zur Volkshochschule Landstraße, auch wenn heute wenige Leute da sind, lieber Christian, mach dir keine Sorgen. Durch die Volkshochschule Landstraße gehen wöchentlich an die 2500 Kursteilnehmer und Kursteilnehmerinnen. Das heißt, sehr, sehr viele Menschen werden deine Bilder sehen, auch wenn sie heute Abend nicht da sind. Die Volkshochschule Landstraße hat seit 20 Jahren sich den Ruf erarbeitet. Guten Abend. Bitte. Sich den Ruf erarbeitet, eine Kunstvolkshochschule zu sein. Das heißt, wir machen regelmäßige Ausstellungen hier, etwa 9 bis 10 im Jahr, und eine davon in diesem Jahr ist deine Ausstellung. Herzlich willkommen und ich darf dich bitten, zu der Ausstellung zu sprechen. Sehr, sehr gerne. Also wie gesagt, ich bin schon in Vertretung da. Eigentlich sollte die wunderbare Sandra Ritzberger hier stehen. Für alle, ich darf sagen, eine Busenfreundin von dir, eine langjährige, und von mir, richtig. Und für alle diejenigen, die die Sandra kennen, würde ich bitten, schließen Sie jetzt mal für 2 Minuten die Augen und stellen Sie sich vor, die Sandra ist da. Für alle anderen bin die Sandra Ritzberger. Guten Abend. Sie hat uns einen Text zukommen lassen, den ich jetzt einfach in ihrem Sinne vortragen werde. Steht da irgendwas Falsches? Das weiß ich nicht. Okay, nein, ich habe schon gelesen, aber was weiß ich, ob das falsch ist oder ob das stimmt. Ich meine, ich habe mich schon gewundert bei meinen oder anderen, aber ich werde das jetzt einfach einmal vorlesen. Ja. Also, vor Jahren, ja mittlerweile Jahrzehnten, sind der Czerny und ich gemeinsam in einer Redaktionsstube gesessen. Damals war es das Stadtjournal, heute heißt es Bezirkszeitung. Jedenfalls hatten wir damals nicht nur jede Menge Arbeit, sondern auch jede Menge Spaß. Geblödelt wurde es, solange bis irgendein, pfui, das sagt man nicht, Wort fiel. Und dann haben wir uns zerkugelt vor Lachen. Nach über 25 Jahren enger Freundschaft ist es heute nicht anders, allerdings brauchen wir heute kein Vorspiel mehr. Einer von uns sagt irgendetwas, was mit Sex zu tun hat, und wir gackern wie die Hühner. Christian Czerny war immer schon einer, der es genau wissen wollte. Was macht die Domina im Berufsalltag? Er ging einfach hin und interviewte eine Domina am Gürtel, wollte genaue Berufsbeschreibungen, Preise, persönliche Einstellungen, Vorlieben der Kunden und brachte das launig zu Papier. Vor 20 Jahren oder mehr? Weniger. Die Aufregung damals war groß, in so einer Zeitung hat so ein Artikel nichts zu suchen. Gleichzeitig hat eigentlich jeder oder jede die Geschichte gelesen. Persönlich ergötzte man sich an der Story, öffentlich war man befremdet. Das ging bis zum Presserat, dem das Ganze aber eigentlich ziemlich egal war. Verklagt hat uns die Kirche und vertreten hat mit der Zange damals. Das war's so, ja? Der Christian Czerny ist dem Sex jedenfalls treu geblieben. Bei ihm geht es immer mehr oder weniger um den Sex und um die Erotik. Das war so in seiner frühen Karriere als Designer und Kostümbildner, wo er versucht hat, mit Kleidung das Optimale aus den Menschen herauszuholen. Und das war so, wie gesagt, als Journalist. So sämtliche Themen rund um Sex, Liebe und Beziehungen immer auf seinem Schreibtisch gelandet sind. Einerseits, weil die anderen darüber nicht schreiben wollten oder sich nicht getraut haben, und andererseits, weil die Themen den Czerny immer schon interessiert haben und er sich drin gerissen hat. Darum brachte man schlussendlich, das brachte ihm damals schlussendlich den Spitznamen
Porno-Joe. Jawohl. Yeah. Vor einigen Monaten wurde uns ein neues Buch auf der Frankfurter Buchmesse präsentiert. Der Titel macht klar: Es geht schon wieder um Sex. Wer vögeln will, muss. Ich habe schon reingelesen. Und ich werde weiterlesen. Ja, also hier und heute, wie gesagt, präsentieren wir die Bilder. Das Buch, wie mir die Sandra gesagt hat, gibt es jetzt hier leider nicht zu kaufen, aber wie gesagt, ihr habt es gekriegt im Buchhandel, Sie kriegen es auch. Und wenn ich was dazu sagen darf, ich war erstaunt, das kostet nur noch 15 Euro. Na schau, ein Schnäppchen. Hardcover. Na eben. Also, Christian Czerny beschäftigt sich mit Identitäten. Es geht farbenprächtig um die Frage zum Sein und Wollen rund um Körper, Geist und Sexualität. Um Grenzen und wie klar sie abgesteckt sind. Worin manifestieren sich Identitäten? Kleidung, Attitüden, in der Sexualität? Kann all das Aufschluss darüber geben, wer wir sind? Das Spiel damit ist doch das Interessante und das Reizvolle, meint Czerny schon in der Einladung zur Ausstellung. Mann im Kleid, Frau mit Krawatte, Rollenspiel. Bin ich, was ich bin, wirft Fragen auf, gibt aber auch Antworten. Und wer mehr wissen möchte, fragt den Künstlerweise an, persönlich. Na, das ist alles gesagt. Nein, das war's. Das war's? Ja. Es gibt was zu trinken. Es gibt, ja, genau, es gibt was zu trinken. Das waren wichtige Worte. Ja, das waren wichtige Worte. Na, dann gehen wir doch und dann gehen wir durch, ja? Und dann gehen wir durch, genau. Du erzählst du das.